einfach, du wiest du haben einfach und du denkst, dass okay, wenn ich jetzt schon an einer Großstadt wie Berlin oder so packen, dann da können da doch Lützeburg umsetzen, weil Lützeburg sind Leute aber schon offen dafür, für neue Sachen zu gründen. Du willst mehr über die Kulturszene zu Lützeburg mitkriegen? Da bist du halt richtig. Wir schwätzen zweimal im Monat mit der kreativen Cap aus unserem Land und diskutieren über sämtliche Themen, mit denen sie sich befassen. Willkommen bei Kultur pur, der Podcast für einen anderen Anblick an Kulturszene zu Lützeburg. Hosted by Ceci. Willkommen an einer neuen Episode von Kultur pur. Heute geht direkt ein Shoutout und der Radio Ara raus, den ihr auf der Frequenzen 87,8, 102,9 und 105,2 lauschen könnt. Am Studio haben wir heute Künstlerin Alexandra Radkovic. Moin! Hast du gut reingefunden? Ja, ich bin ja selber in der Stadt, das war sehr spannend. Ja, dann springen wir direkt ins kalte Wasser und fangen wir mit der echten Frage an. Usach bist du nicht nimmer Künstlerin, mehr auch Behindertenhelferin, freiberuflich Grafikdesignerin und Siebdruckkursleiterin. Wo ist bei all dem die Work-Life-Balance? Am Anfang kriege ich das immens gut hin, sogar, weil ich mich selber immer gut andelen kann. Und ich zum Beispiel bei der Behindertenhilfe, wie ich immer so 2 Monate am 4 raus, wie ich am Anfang bis ich so meinen Plan mache. Ich probiere immer bis ich so auf die 20-Stunden-Woche, 25-Stunden-Woche zu kommen. Und beim Siebdrucker ist es ein bisschen nämlich, da gehe ich so 2 bis 3 Mal am Monat Kur. Und genau, und dann für den Rest will ich am Anfang mich mehr auf meine Kunst fokussieren, aber auch eben auf Privatprojekte, was den freiberuflichen Grafikdesign geht, weil ja, da will ich echt selektiv drüber gehen. Also ich will nicht alles holen, ich will just mit Sachen zusammen schaffen, wo ja, Menge kreativen Ursprüche auch passen. So. Du hast gerade gesagt, bis zu 25 Stunden. Kennst du einen 4-Stunden-Job? Also, ob ich kenne oder ob ich spielt, meinst du? Ob du kennst. Ja, ich kenne das schon mit Saras. Ich will mir halt einfach die Zeit gehen, viel mit meiner Kunst, bis sie mich selber zu befassen. Also im Anfang und ich ein bisschen so den Künstler-Hungerlohn. Ja. Dass ich mit der Kunst nach nicht konkret mega viel Suche machen, weil doch gar nicht mein Bildumfang aus. Also für das so zu verstehen, es geht mir nicht darum, Suchen zu machen und ich weiß nicht, 4 Mil, 5 Mil oder mehr am Monat zu verdienen. Aber es geht mir darum, genug zu verdienen, dass ich zu Berlin weiterleben kann und dass ich ein bisschen so natürlich auch Zeit für die Zukunft und für mein Business, für zu reisen noch zum Beispiel kann spuren. Mit geht man wirklich nicht darum, mega viel zu schaffen in der Hinsicht. Also, das ist ein Mindset, den viele Lützeburger nicht tun. Ne? Nee, wirklich nicht. Dafür sind ich wahrscheinlich auch zu Berlin. Ja. Kennst du vorstellen, mit dem Lifestyle heute in Lützeburg zu wohnen? Schon mal die Frau auch schon gestaltet, weil also früher oder später ging es schon gerne zurückkommen, schon allein wegen meiner Familie, die mir aber schon halt dick fehlt. Und es gibt auch verschiedene Plätze, wo ich mich kein dran gesehen, also weil ich will gerne noch ein mit Kanner schaffen und Kurse gehen, so ein bisschen mehr aber in Richtung Workshop. Und ich denke, dass Lützeburg sich aber, also dass ich sicher viel Platz nicht kennt, die so Sachen aber am Anfang anbieten. Und dass ich noch, wenn das nicht geht, dass ich das vielleicht selber kennt. Aufbauen. Also du hast ja so viel mehr und noch durch die Pandemie hat sich ja auch die kulturelle Szene so weiterzuentwickeln, zu Lützeburg so stark also entwickelt, dass du mega Potenzial gesehen mit eigenen Szene am Anfang irgendwann aufzubauen oder vielleicht ein eigenen ASBL oder so zu gründen. Wieso meinst du, dass das richtig mit der Pandemie kam? Ich meine, weil du einfach als Ding im ganzen Alltag so krass gerappt gibst und du dann so ein Umdenken also daran bis sie so ausgelöst hast. Weil zum Beispiel auch bei mir mit der Pandemie hat am Anfang recht mit der Malerei angefangen. Also ich war schon immer gezeichnet und ich habe ja auch Grafikdesign zu Berlin studiert. Aber ich habe aber nie gemalt. Irgendwie habe ich mir das gar nicht zugeschrieben. Also ich habe immer gedacht, ich kann nicht malen. Und habe dann das auch nie ausprobiert. Und dann an der Pandemie kannst du die App Hausparty? Ja. Mal du nicht mit Kollegen. Kannst beschreiben? Ja, mal Hausparty aus am Anfang ein bisschen wie so Skype kennen die so, also du Videochats mit Leuten, du kannst bis zu 8 Leute meinen schwaret, können mit denen telefonieren sozusagen. Am Anfang wie FaceTime mit ganz viele Leute. Genau, und ich habe das halt mit den Leuten vom Atelier gemacht, also wo ich noch schaffen, also Atelier die Konzertsaal.
Und wir haben halt immer als Cocktails gemixt. Und es absolut kant gehen. Und wir waren alle gut immer so über dicht um 3 Uhr morgens schon. Und dann weißt du, was an deiner Kummer. Und du warst dicht und du warst so, ja, boah, ich kann nur noch nicht schlafen gehen, weißt du. Und dann haben wir irgendwie angefangen, das zu kombinieren, mit ein bisschen kreativ zu sein. Also jeder hat ein bisschen so Senkzähne gemacht, also unterschiedliche Sachen, geil. Und ich schon halt immer gezeichnet und dann hat aber eine Freundin von mir angefangen mit Malen und ich war irgendwie dick so, wow, irgendwie auch dick Lust, ein bisschen mehr groß zu machen, weil Zeichnen, weißt du, das ist ein bisschen mehr im Klangenraum, geht nicht so viel rum, weißt du, und ich war nicht so geduldig bei Mal dem Moment. Und so hat das dann angefangen. Und der Kunstfair an der Lux Expo hat den Puring Medium Technik verwandt. Die ja. Ist ja, das ist ja mein Signature bisschen, also meine Kunst, also meine abstrakter Kunst. Und genau da statt dann am Gart ich probiert not zu machen, weil das kann schon ein kleine Schwingerei gehen. Ja, ich meine, du musst immer so einen ganz Plan, ne? Ja, schon mal Zeitungen oder so geschafft. Also du hast auch, du deckst das auf, weil weißt du, was innen drin ist. Ja. Und dann habe ich halt das für dich gemacht und da gab also schon halt gemerkt, dass mir das mega Spaß gemacht hat, aber dass ich halt keine Innerschrift hat. Also jeder kein Puring machen. Das und das, weißt du, das nicht. Das ist am Anfang auch ja. so in den Hype gewirrscht, weißt du, weil am Anfang dick einfach sagt, die machen kann ja, just Farbe das ist kaufen so einfach. und so weiter. Und das sieht auch immer cool aus. Und da müssen dann aufpassen, okay, wie kann ich da herausstechen? Eben, und dafür irgendwie, ich weiß nicht, dann ist es, am Anfang ist es alles Zufall, wie sich das alles erinnert bei mir. Weil für die dann nicht wissen, was Puring Medium ist, das ist eine Technik, wo du halt den Acrylfarben am Anfang mit dünnflüssig musst, aber die Intensität von der Farbe sich nicht verändert. Und wenn du verschiedene Farben miteinander kombinierst, dann geschieht ein chemischer Prozess, wo die sich aufprallern. Und das müsste am Anfang so, dass du den Mische am Becher mit der Leinwand, also du lässt die Leinwand am Anfang auf den Becher und dann drehst du das ganz hebst den Becher ab und da geschieht sozusagen die Magie. Und schon halt die Leinwand und Boden einfach von Anfang runter gehabt und dann habe ich am Anfang mit dem Becher die ganze Emulsion über die Leinwand gestreht. Und so hat sich das dann irgendwie entwickelt und dann habe ich versucht, lauter verschiedene Techniken mit denen zu kombinieren, weil ich das allgemein mega gerne mache. Und ja. Da klingt für mich eine mega meditative Aktivität. Ist das auch ein bisschen so für dich? Absolut. Also das ist 100%. Also das ich lausche drin auch ganz viel Musik dabei. Also ich lausche am Anfang die ganze Zeit Musik. Ich bin irgendwie ein bisschen zu viel schon bei von der Musik bestrahlt, kann ich so. Und das wie mein Benzin. Wenn ich Musik lausche drin und dann molen, dann ich lausche ganz viel Indie-Rock, aber auch so neoklassizistische Musik. Und ich weiß nicht, das bringt mich einfach an seinen Mut an. Ich war schon immer mega froh mit Farben, also ganz viel verschiedene Farben, aber eben eine Kombination zu machen, die mega krasse Kontrast hat, mir aber auch irgendwie harmoniert mit denen. Also das ist, was ich immer probiere, an meinen abstrakte Bilder rumzufangen. Passend dazu, an diesem Podcast los man ja immer die Lieblingslieder von den Gastlaufen. Und wenn du von Musik geschwärzt hast, können wir ja ein Lied spielen lassen. Was hast du euch so mitgebracht? Da ging ich, weil das Lied lausche ich effektiv wirklich oft, wenn ich molen oder allgemein, also The Trip für Still Corners ist schon da die Mans gerne.
Das war The Trip vom Still Corners. Du hast mir am Anfang bei der Vorbereitung von dieser Episode gesagt, dass Agenturleben ganz schön toxisch kann sein. Kannst du das erläutern? Dazu muss ich aber auch für dich so, also ich will das nicht generalisieren, weil ich schon halt einfach ein gut und eine schlechte Erfahrung in dem Sinn gemacht. Also ich hatte schon eine schöne Zeit, wo ich 6 Monate bei einer Agentur, ich will okay, schön, dafür so ein geschafft tun. Sie haben mich immens gepusht und war noch immens froh mit mir. Also ich konnte halt immens viel Aufträge für Klienten, schon ganz viele Sachen selbstständig konnte machen. Und war mega schön, das Gefühl. Und sie noch mir, also sie gesagt, ich ging frische Wand bringen, haben mich wirklich mega gelobt, weil ich auch animieren kann und sie das halt nicht konnten, dass ich hat so sozusagen einen wirklichen Mehrwert ging. Und das war aber Matzen in der Pandemie auch zum einen. Okay, ja. Und das war an der Winterszeit und schon halt wieder so eben wirklich nichts anderes zu tun hat und ich halt wirklich mein Leben sozusagen der Agentur so hart gewidmet und nebenbei eben das mega Kunst auch gemacht. Und ich hatte halt einfach, ich war wirklich, das klingt immer so komisch, weil ich halt noch so jung bin, aber ich hatte das Gefühl, wie wenn ich einen Burnout gehabt hat. Also, dass mir wirklich gut gegangen. Absolut, das ist gut nicht, ich fand das gut nicht schlimm zu gehen, an dem Sinn, da sehen, wie alt warst du, 25? Ich bin 25 und ich war damals 22, 23. Genau, weil zumal an dem Alter ist es ja einfach Burnout zu kriegen, weil du kannst von deinem Lifestyle, den du selber ein bisschen mit chill hast von der Uni oder so, denk nur, was du studierst, aber normalerweise muss nicht all darum, das ist schon chill. Ja, du musst halt nicht all darum um 7 Uhr aufstehen und du hast keinen 9-to-5-Job und dann bemol, wenn es 9-to-5 muss, was so, wow, aus der Zeit Leben so. Ja, und das mal nicht, also der 9-to-5 wird man wohl nicht an dem Sinn schlecht gedient, also mental war es schon, natürlich, weißt du sitzt halt für einen Rechner 4 Stunden vor und ich bin halt auch ein Mensch, den immens nur denklich ist und wenn ich dann so eine Schmoll an meinem Design sehe und ich dann einfach nur mehr machen muss, ja, dann denke ich natürlich auch mega viel nur und das war schon immer so bei mir. Und irgendwie, ich weiß nicht, da sind viele Sachen an meinem Leben geschieht an der Zeit auch und ich müsste einfach dick viel verschaffen an den 6 Main, dann schon einfach gemerkt, so nur 5 Main, dass du gefangen wird, dass die Mauer, die ich mal da abgebaut habe, mit dem ganz viele geschafft, was ich da gemacht habe, dass die so löserlös zerbrickle ging und dass ich halt angefangen habe, Schlafprobleme zu kriegen. Ich konnte nur der Abend gar nicht mehr aufschalten. Ich war nicht mehr noch gestresst und auch mega überfordert. Dann auch bin ich angefangen, so mir selber zu zweifeln, von einem Tag auf den anderen. Dann ist schon halt mit meinen Chefinnen noch darüber geschwart. Also ich war mega transparent, was da geht. Schon ihnen gesagt, dass es mir gerade nicht so gut geht und dass ich mal mehr Wert gehen, mehr just, dass sie Bescheid wissen, wo sie mit mal drüber sehen. Und ja, du hast von dem, weil den ja oft hört an denen Firmen so den Family-Vibe, du passt, weißt du passt, genau, das tun sie mir gehen, weil es war halt auch eine ganz kleine Agentur, also ich war auch die einzige Studentin sozusagen, ich hatte schon mit meinen Zuschaffungen geschafft. Ich hatte gut keinen Austausch mit anderen Leuten, dafür will ich so, und das halt, ich will das nicht generalisieren, weil das ist nicht immer so. Mir war Fall, und sie da nicht gut drauf reagiert, und sie haben halt auch wirklich gesagt, so, ja, du musst den Privatsache bei dir losen und also was dick krass war, du hast auch gekrascht, weil mich hat mega Mord geholt, weil ich einfach so war, also ja, du weißt so, ich will nicht fluchen, auf jeden Fall hat sie dann einfach zu mir gesagt, ja, ich bin nicht deine Mom oder so, und ich einfach so, okay, das ist krass, das war so schlimm, ich war wirklich so, schon die nicht, also ich schon eine gute Mom, ich sicher keine Mama-Figur, hier schon lange geil, und ich war einfach so verletzt davon, dass ich gar nicht seriös geholt gesehen, weil sie halt einfach ein ganz anderer Attitude auf die Sachen haben, weißt du. Sie sind halt so, mir puchen auf den Stärkten, an den Schwächsten lässt du bei dir. Und anfangs habe ich das ein bisschen falsch verstanden. Ich habe gesagt, okay, cool, weißt du, meine Stärkte gehen. Ich bin halt immens kommunikativ und das haben sie immens mir appräciiert. Aber sobald ich dann halt die männerischen Sachen kommuniziert habe, das ja, da wird viel mehr abseieren, ne? Und genau, das hat mich ein bisschen, kann ich so traumatisiert, die ganze Geschichte. Irgendwie hast du aber nicht die Appreciation kommen, und schon das für viele Leute hören, dass an dem Bereich, da zieht sich auch so viel, also dass es halt so eine undankbare Arbeit heißt du aus. Absolut. Also ich meine, an dem Bereich, wo ich schaffe noch teilweise am Grafikbereich an, es gibt viele Leute,
die nicht mal zu dienen hun die holen einfach dass das da bist gemagert so Ja. sie denken nicht die wird Überstunden no sie denken nicht wird mental health von den Leute die dann vegan schaffen weil die Schnaps muss fertig gehen und so weiter das ist ein mega stressischen Job anspannend das Grafikdesigner an der Shoutout und alles schafft den Grafikdesigner erstellt schätzt sie mal mehr weil sie schaffen wirklich viel. Ja, wir sind auch keine Maschinen, weißt du, Leute, also ich gesehen Grafikdesigner immer ein bisschen so als Werkzeug, weil mir einfach die Skills haben, für sozusagen die visuelle Vorstellung von unserem Client durchzustellen. Ja. Und ich meine, also als Grafikdesigner selber muss ich für sich lernen, viel raufzuschlecken, weil es gehen immer Kreativdifferenzen, immer. Und für mich, ich muss für mich lernen, dass ich einfach dem Client seinen Wunsch respektieren muss und nicht meine Arbeit nennen darf. Weißt du, das ist seine Arbeit, ich sehe just ein Werkzeug, wie traurig das doch klingt. Aber dafür ist halt Kunst für mich ein mega Ausgleich, weil das sind die Grenzen, wo ich zähle. Also, wenn Leute mich fragen, ja, kannst du für mich etwas malen und so, die einzige Freiheit, die ich fortlassen, also, ja, du kannst mir gerne Farbe so, mit der Rest, man nicht. Also, weißt du, oder wenn Leute mal kommen mit, ich hatte schon einige Leute, die mich gefragt, ja, kannst du mal Fiedere malen oder kannst du mal einen Drach malen oder und ich hatte so, Bro, hast du mir gar nicht geguckt? Ich mache so Sachen nicht. Ja, wirklich seriös. Also, ich hatte so, also, waren noch Leute, die ich kannte, weißt du, schon direkt gesagt, hey, das mal lebt, du musst den anderen sicher, weil das ist für mich eine mega Arbeit, etwas ganz anderes zu machen. Also, ich kenne sicher eigentlich Fiedere malen, aber das ist nicht meine Passion. Ja. Und das ist genau das. Ja, kommen wir auch noch zum zweiten Lied. Was hast du alles mitgebracht? Du kennst mal zum Beispiel, das passt vielleicht auch ganz gut bei das Gespräch, Let It Go von Loy Kana, mit Erik, der Architekt, an FAARR, ich weiß nie, wie das wäre. Okay, let's go. Let it go, free your mind, live your life, feed your soul. Give your time, see your fam, keep them close. Cause you never know when it could all be gone. Just let it go, let it go, let it go. Make it right, ain't no time for no wrong. It's a ride, but you not getting off. You don't ever know when it could all be gone. Just let it go, let it go, let it go. I spent the last summer on tour. Spent the last winter with family. I ain't been running so long. I hope I still fit in with y'all. Out here trying to get it. Kids grow a mile a minute. Money don't buy experience. Can't dig in your pocket for it. I wanna be there for the wrong. I wanna let it go, but it's gone. I buried my mom last year, and I'm gonna be healed with a song. But the hope when you heal make you strong. I wanna raise my kids via phone, and I love my niece, my nephew, just like they a seed of my own. And my life on the speed of my own. Still reciting, I speak through the poems. I'm so grateful I kept my composure, and do remember the things that I told you. You can't dwell, that'll make it a phobia. We can still conquer the culture. We gon' fight, that don't mean that it's over. You're the angel looking over my shoulder. Let it go. Free your mind, live your life, feed your soul. Give your time, see your fam, keep them close. Cause you never know when it could all be gone. Just let it go, let it go, let it go. Make it right, ain't no time for no wrong. It's a ride that you not getting off. You don't ever know when it could all be gone. Just let it go, let it go, let it go. I write my name in the sand, that I bring to the beach. Can't see no hand in my reach, and I'm standing beneath. I can't handle the beef. Most nights don't handle the peace. A man or beast. I take a handful of each. Now I'm roaming the streets. Head low, headphone full of beats. Get low, Ich will doch noch von Fact erzählen. Okay. Alexandra und ich, wir schicken uns immer Musik gegenseitig. Und das ist so witzig, weil Alkeas, wenn hat mir ein Lied schickt oder ich ihm ein Lied schickt, das ist direkt so, oh mein Gott, das ist so geil. Also, wenn er nie so in ja, ça va, so. Ça va, genau, das war sogar direkt auf meine Playlist. Also, ich weiß ganz genau, was du einfach gelöscht hast. Ja, ich habe schon auch mega viel unterschiedliche Sachen. Ich schicke immer Leute, wo ich weiß, die Person wird da total safe bleiben. Ja.
aber ja, ist das so ein bisschen hauptsächlich manchmal Jeremias oder wie geht das ausgeschaut? Jeremias. Jeremias, das war, ich hatte lange kein Gespräch mit einem Mann. Ich fand, also nee, ich wäre mich dagegen. Ich will Jeremias so. Jeremias. Ich fand Jeremias klingt so weird. Weil so ich einfach der Frontsänger. Wirklich? Ja. Ich fand Jeremias klingt besser. Jeremias. Don't agree. Was hältst du am Anfang davon, dass so viele junge Künstler, Künstlerinnen sich von Lützeburg entfernen? Am Anfang fand ich das, also ich persönlich fand gut, weil es ist schon nicht, dass sie sich entfernen und dass sie lost sehen und verloren sind. Ich fand allgemein es mega gut, dass wir das Edukationssystem als so vorunreift, dass wir in Ausland gehen, weil die Leute kommen aber, die meisten gehen ich so früher oder später aber im Zweck. Und wenn du an einer Großstadt, wie zum Beispiel bei mir oder bei dir, wo wir zu Berlin waren, wenn wir dann zurückkommen, du kannst mit ganz neuen Ideen zurück und du hast, weißt du, so eine ganz andere Perspektive auf die Sachen und dafür roten ich doch alle Menschen an, wenn du wirklich die Möglichkeit hast, Lützeburg auch ein bisschen zu verlassen, sie wird just für Permanent, do it, weil das einfach, es ändert dich aber auf eine gewisse Art und Weise. Und für mich, keine Ahnung, ich hatte halt zu Lützeburg auch noch keine wirklich Ausstellung an dem Sinn, also nicht seitdem ich halt meine Innerschrift tun, wie ich so sehe als Künstler. Ich hatte das aber schon zu Berlin und das ist einfach, du wiest so handeln einfach und du denkst, das ist okay, wenn ich jetzt schon an einer Großstadt wie Berlin oder so packen, dann da können da doch auch Lützeburg umsetzen, weil in Lützeburg sind Leute aber schon open dafür, für neue Sachen zu gründen und es muss an der kulturell zählen, wie man für früher schon jetzt hatte, wegen der Pandemie, das tut einfach so einen enormen Schwung drauf, weil die Leute einfach merken, wie wichtig Kultur ist, wie wichtig das zum Mulz, Leute, die alle guten so 9-to-5-Job haben, nur der Arbeit willst du gerne noch ein anderer Gedanke kommen und du hast einfach 100%. ein Kulturprogramm so wichtig, dass mir, weil Kultur ist auch nicht ein Ausdruck von all Individuen und den Ausdruck könnt immer als Emotionen vom emovere Bewegung, das etwas, was alles bewegt und wir können alle da relaten. Also sie wird durch Musik, durch Kunst oder Theaterstück oder Film oder war doch über alles Kunst das so vielfältig. 100%. Also du gehst da wirklich so rasch. Zumal was du gesagt hast, Mom, da sind wir sind privilegiert genug Gelegenheit zu haben, fortzugehen. So zumal wenn er jung ist, auch wenn er von daheim aus nicht viel Suchen hat, kriegt die Suche vom Staat und so weiter. Ja. Okay, das klingt doch alles easy peasy, aber das aber am Anfang das ist still mehr also easy so wie am Ausland. Also ich kann ganz offen darüber schwatzen, wissen, meine Mama ist alleinerziehend und hätte ich CDs nicht gehabt, dann hätte ich nicht können zu Berlin oder beim Privatuni gehen. Also respektiv, ich hatte mich zwar schon immer geschafft, nebenbei, neben der Uni, aber ich misst aber nicht unbedingt. Also ich nicht gemacht, weil ich gerne schaffe und noch gerne finanziell ein bisschen unabhängig sind. Aber CDs hat mir da mega geholfen. Also dafür das, also am Endeffekt, du musst schon sein, du mal da auseinandersetzen. Und die bei CDs helfen da auch viel, also weißt du, so was dein ganzen Dossier angeht, dann hier und da. Also wenn du das wirklich willst, Lützeburg möchte da wirklich an dem Bereich fand ich ziemlich einfach. Du kannst jetzt ja nicht vielleicht so ein, oh, okay, ich gehe nach Kanada oder ich weiß nicht, ich habe mich schon nie dafür interessiert, aber so Plätze, wo überteuer sind, I guess, du kannst vielleicht noch nicht unbedingt hin. Dubai, also ich studiere zu Dubai. Nee, aber Berlin ist zum Beispiel mega affordable. Aber, also ein affordable City und das halt einfach ein mega also vielfältig. Viele Leute gehen da Medizin studieren oder eben am kreativen Bereich. Also das ist nicht nur, dass du Kunst mehr oder so. Ja, also true. An vielen Plätzen in Deutschland, Frankreich oder Österreich, wo die meisten oder Belgien, wo die Leute eben studieren gehen. Ja. Wenn du dir eine Änderung für Künstler, Künstlerinnen zu Lützeburg wünschen kannst, für sie mehr zu pushen, für sie zu helfen, was wäre das? Was ich vielleicht cool ging fanden, wäre, wenn ein Made Möglichkeit ging kreieren, seine eigenen Ausstellungen zu kuratieren. Und das ist nicht immer die nämlich Künstler sind, die schon sowieso groß nehmen, weil ich schon auch zum Beispiel, aber also ich bin manchmal ziemlich nisch. Also wenn ihr mich kennt, dann der cool. Ich sind aber okay Erik Mangen oder Joe Molano oder sonst irgendeine Künstler, wo schon heißig ein bisschen einen Numm gemacht hat. Auch schon mehr alt sind. Noch mehr alt sind. Obwohl, sie sind nicht so viel mehr alt wie ich. Aber ja, auf jeden Fall wäre schon, ich ginge, also, dass das mir gefordert wird, dass in Raum kriegt für
seine eigenen Ausstellungen zu kuratieren und auch mehr Kommunikation, wie du siehst, weil verschiedene Sachen kriegt ihr gar nicht mit hier im Land und das ist halt mega schwer. Das ist mega schwer, also ich kriege immer die vorgestellt, ja, was soll ich machen, für das hat leider recht. Und heute in Lützeburg, so, weil du hast so entweder 0 oder 100, entweder du riechst jeden, so, jeder weiß von dir, du hast wirklich gerade all Schwein, all stehen erreicht, oder gar nicht. Ja, also am Marketing geht es ja gerade darum, sich nicht die vorzustellen, wie kann ich alle Menschen erreichen, aber so wie kann ich einen gewissen Zielgruppe erreichen, genau. Und also Instagram ist halt den Tool, wo ich am meisten verwende, aber da erreichen ich halt ein ziemlich arm Klientel, so mal so, weil ist das die 25, wenn ich meine Statistiken gucke auf meinem Insta, was man so angewiesen wird, die meist interessante von meinem Account sind zwischen 18 und 35, das sind so die meisten. Und du erreichst halt einfach nicht all Mensch. Also du musst dann schon ein bisschen mehr an der Platz in einer Foren oder so nach Uschwätzen. Ich bin zum Beispiel schon so probiert. Facebook, ne? Ja, Facebook. Sarah, ich bin halt wirklich mega aktiv auf Insta. Auf Facebook habe ich auch eine Gruppe gemacht, wo ich dann heute so etwas ranposte, mich das so mühselig für mich, weil ich schon halt gar nicht so bei Insta und ich fühle mich das geht flow, du meinst, ne? Ja, ich benutze Insta halt einfach viel zu viel schon mal gefühlt. Reduzieren das zwar auch mehr, ja, dass ich ein Druck bisschen. An TikTok posten ich just Videos und ich klappen die aber auch direkt so. Ich will da von der Gwen nicht wissen, ehrlich gesagt, weil ich sie so auffällig für witzig Memes. Aber wenn ich Bisenka an dem Strudel sind, kommt ich da nicht raus. Ja, das ist so schlimm. Und Kollegen schicken sich gegenseitig die ganze Zeit Memes an. Das Classic, ja, dafür TikTok manchmal gar nicht gut für mich. Aber ja, bevor ich da die Last vorstellen, kommen wir zum Last Lied, was als ausgesicht hast. Und das ist Cyclone von Sticky Fingers. Okay, let's go. Here comes the story of a hurricane and a temple lost like quiet tears in rain. No love is lost, or no sweet wisdom gained. So save your tears and save yourself the shame. Oh, cyclone. We left the house and took a step outside. I could taste in the air a familiar sense of pride. And the wind it blows, you held your head up high. Then I saw the clouds draw storms into your eyes. Oh, cyclone. Said I'm breaking bones. Out in the fire, won't leave it alone. It was bent and I was unable to pull them inside. So bring down them bridges, dig up them walls. What's that you got? Cause I'll have one of those. Darcy, I can never hate ya if I try. Cyclone. Auch nur zu der Laster froh an bevor ich stehe vorstellen geht ein Shoutout raus und Radio Ara an kultur.lu.
Was willst du die Leute besser mitgeben? Ich wusste, dass die froh könnt. Ich lausche auch den Podcast. Aber du hast jeder Reihe die Frage gestellt. Und ich einfach so, was? Wenn ich könnte. Oh, du musst ja schon gut 4 Bild sehen. Effektiv habe ich mir wirklich ein bisschen Gedanken gemacht, was ich will mal rausgehen. Und ich meine, ich will die Zeiten ausnutzen für ein persönliches Thema umzuschwätzen. Und zwar, ich ging gerne den Leuten mitgehen, dass sie mehr live mit mir sind. Also so, dass Empathie ist ein immens wichtiges Thema für mich. Und ich merke immer mehr, also dass du mir all ich zum Beispiel gehen, dass du mehr ich mir auch bewusst gehen mit meinen Emotionen, wieso ich so sind, also wie ich sind und wieso andere Leute so sind, wie sie sind, auch Leute, die mir an der Vergangenheit nicht gut gedient haben oder gut gedient haben. Und ich will gerne den Leuten mal auf den Weg gehen. Die seht auch schon Kanner von ihren Eltern. Also so, dass du kannst natürlich irgendwie viel dafür, was du musst in deinem Leben, aber andererseits alle Menschen von uns von dem markiert, was einem geschieht aus in der Vergangenheit. Und wir sind am Anfang alle gut wie so in kleinen Maschinen, die programmiert wird. Und wenn du halt so mal nicht gut programmiert gibst, dann also doch normal, dass du dein Umfeld so aufhörst. Und dafür ginge ich mal einfach dick wünschen, dass die Leute sich mehr gehen, für ihren eigenen Emotionen immer für dich klar zu gehen. Nicht unbedingt Sachen zu verdrängen, aber wirklich an sich stellen Fragen und probieren, was auch immer Negatives an einem dran ist, das zu bekämpfen, den Ursache dafür zu finden, weil sie darin hört, die weiß, die von Band dran wissen, wo die Ursache ist. Das sind die auch voll verdrängt. Ja, also das ist auch voll normal, dass sie das verdrängt. Also schon noch mehr Sachen, aber tut mir immens geholfen, mich mit mir selber mehr auseinander zu holen. Und das ist halt alles auch, also den Auslöser war halt eine immens toxische Beziehung, an der ich war. Und schon einfach so krass gelehrt, wieso, also ich mich halt gefragt, wieso ich dazu gekommen ist. Wie ich das auch, obwohl ich ganz genau gesehen und das hat mir gar nicht gut geht, wieso ich trotzdem zugelassen und du hast einfach gemerkt, wie viele Issues ich habe, dass ich das matt gemacht habe und alles und was meine Schwächen und meine Stärken sind und dass ich aber probieren auch Leute, also auch die Person, wo mich gemalt hat, dass ich auch da probiere Verständnis zu finden, wieso die Person das gemacht hat. Das hat auch nicht mehr, wie gesagt, erkannt für seine Eltern aus. Genau. Ja. Das ist schön aufgerappt. Merci. Vielmals merci, Alexandra, dass du hier warst. Merci, dass du mich gefreut hast. Gerne. Hat mich mega gefreut. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg nach an Dingen 100.000 Jobs. Merci, ich gebe mehr. Und folgt dem Alexandra auf Instagram. Ja, das Radkovic und dann /Studio. Genau. Maja, ciao. Ciao.